Bayerwald Radio. Ich freu mich drauf. Geschichten aus dem Leben von Sepp und Xaver. Nur im Original, dem Bayerwald Radio. Ihr Sender für Volksmusik. Ja, hey Xaver, du schon wieder. Hast nix zum tun. Du bist zwar in letzter Zeit ganz schön faul worden. Sepp, mein lieber Freund, du kennst dich da noch gar nicht ganz aus. Faulheit ist die allerhöchste Motivation, nichts zu tun. Und ich muss sagen, ich bin total motiviert. So hab ich das auch noch nicht gesehen. Wenn ich das einmal so für mich übersetzen tue, heißt das, ich räum erst meine Wohnung auf, wenn's WLAN-Signal nicht mehr durchkommt. Hab ich das so richtig verstanden? Ich sag's ja immer wieder, du schaust nicht nur blöd aus, man merkt's auch kaum. Haha, und wenn ich dein Gesicht hätte, dann da die Lauchert in den Kreis sogar reinlaufen. Ich seh schon, du entwickelst dich ja richtig gut. Und auch noch in die richtige Richtung. Prima. Du weißt ja, Xaver, Licht ist schneller als der Schall. Jetzt steh ich zur Abwechslung mal auf dem Schlauch. Hilf mir einmal. Manche Leute wirken immer richtig helle, bis das dann sprechen hörst. Ja genau, jetzt bin ich aus dem Sumpf wieder raus. Da hast du recht. Weißt du eigentlich, warum früher der Trappi bei Grünallweil an der Ampel stehen geblieben ist? Weil das Auto hinter ihm die Lüftung eingeschaltet gehabt hat. Den hab ich schon kennt. Aber weißt du, wie der Trappi auf Französisch geheißen hat? Jetzt wird's spannend. Carton de Blamage. Ja genau, und die eine hat ihn gefalzt und der andere hat gelebt, gell? Unser Auto fahre ich im Urlaub immer im Pfandleihe bei uns ums Eck. Warum denn das? Ist billiger, wenn's das auslesen musst, als wie wenn's am Flughafen die Parkgebühren zahlen müsstest. Da hast du recht. Wenn ich mir einen Gebrauchten kauf, bin ich wahrscheinlich auch billiger dran. Apropos Flughafen, kommt die Stewardess unterm Flug zum Piloten. Wir haben einen blinden Passagier an Bord. Was soll ich da? Meint der Pilot auszuschmeißen? Nach 3 Minuten kommt's wieder zum Piloten. Und was soll ich jetzt mit dem Hund machen? Und das muss ich gleich am Schorsch erzählen. Servus Xaver. Bis später, Sepp. Das war Sepp und Xaver. Fortsetzung folgt.